Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein hochkriminalistischer Fall heute, wenngleich als gemütlicher Zivilprozess getarnt. In Wirklichkeit geht es um ein scheußliches Delikt. Mord. Was heißt da Mord? Ja. Von unseren Apotheker seiner Medizin sterben die Leute meistens ganz von selber. Besonders die Herren Ökonomen, gell? Ja, wieso? Die trinken ja die Medizin, ist wie uns das Bier. Aber wenn einer mal einen Doktor und einen Apotheker braucht, dann darf er einen Pfarrer auch gleich holen lassen. Hab ich nicht recht, Freund Ursula? Nein, bin ich froh, dass ich nie geheiratet habe. Die Mannsbilder, die achten doch die Gesundheit einer Frau überhaupt nicht. Übrigens sagt das der Herr Pfarrer auch. Trösten Sie, Fräulein Ursula, als Bayerin täten Sie lang nicht mehr so gut ausschauen. Übrigens hat er da recht. Nicht als Pfarrersköchin hat man es ja doch ein bisschen leichter. Und du brauchst nicht ein Jahr ein Kind aufziehen. Das allein ist was wert. Ja, die, die keine Kinder kriegen, werden auch nicht schöner. Ihr Mannsbilder seid doch alle gleich. Warum hat denn meine Schwester sterben müssen? Weil sie als Bayerin sogar gegangen ist. Weil er alles vergund hat, der Grobian. Oh nein! Ja, was regst du denn auf, Pfarrerköchin? An der ihren Tod ist doch der Apotheker schuld. Ja, und der Herr Doktor. Der Herr gewährt die ewige Ruhe. Also meine lieben Leute, zügeln Sie Ihre verleumderischen Zungen. Sie haben keine Ursache, über mich und den Apothekerstand zu spotten. Wenn bei Ihren Kranken jede Hilfe zu spät kommt, dann haben Sie sich das selber zuzuschreiben. Nicht wahr, Herr Apotheker? Ein wahres Wort, Herr Doktor. Jeden Tierarzt lassen die Bauern mehr verdienen als uns. Ja, die wären beide noch am Leben, der Luchsbauer und seine Bäuerin, wenn man uns rechtzeitig geholt hätte. Wir Ärzte und Apotheker stehen Tag und Nacht zur Verfügung. Und wozu holt ihr uns? Zur Leichenschau. Ja. Das gelangt. Da könnt's wenigstens kein Unheil mehr anrichten. Das ist eine Beleidigung. Damit wird sich doch die Staatsanwaltschaft beschäftigen müssen. Ja, von mir aus, Herr Doktor. Aber heute seid zuerst einmal ihr drum, mein Lieber. Mord und Totschlag wegen einer giftigen Medizin. So, allmählich Ruhe jetzt, ja? Das hier ist kein Strafprozess. Und am allerwenigsten ein hochnotpeinliches Verfahren wegen Mordes. Merken Sie sich das, Herr Kläger. Das ist lediglich ein an den Haaren herbeigezogener Zivilprozess. Mag schon sein, Herr Amtsrichter. Aber meine Eltern, die Mutter sowohl wie der Vater, dann heute alle zwei noch leben, wenn sie die Medizin nicht erwischt hätten. Eine glatte Verleumdung ist das. Ihre Mutter, die wäre auch ohne Medizin verstorben. Aber der Vater? Warum ist denn auch der Vater gestorben? Der Mann ist noch pumperl gesund gewesen. Das weiß ich nicht. Die beiden Arzneien aus meiner Apotheke jedenfalls waren nicht für ihren Herrn Vater, sondern für ihre Frau Mutter bestimmt. Und nur für ihre Frau Mutter. Wenn es eine gescheite Medizin gewesen war, wurde man nicht krank davon. Ruhe. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich? Ihre verstorbenen Eltern wieder lebendig machen durch diesen unsinnigen Prozess, sich am Herrn Apotheker rächen? Oder wollen Sie uns einfach alle miteinander nur zum Narren halten? Hä? Das nicht, aber zahlen muss er. Ich denke gar nicht daran. Warum soll er denn zahlen, der Herr Apotheker? Er hat meine Eltern eine schlechte Medizin gegeben, sie sind drauf gestorben, also muss er mir zahlen. 1000 Mark will er haben. In meiner ganzen Apothekerzeit ist mir so etwas noch nicht passiert. Der Mann ist verrückt. Ich verlange die Gräbniskosten und die Kosten für 2 Leichentrink. Keinen Pfennig zahle ich. Herr Kläger, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihre Ansprüche zu Recht bestehen. Und wenn ja, haben Sie glaubwürdige Beweise anzubieten. Haben Sie schon ein Schwurgerichtsverfahren gegen den Herrn Apotheker angestrengt? Ist der Mann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, etc., etc.? Ich will nicht, dass er eingesperrt wird, Herr Amtsrichter. Ich will gerade, dass er zahlt. Und zahlen muss er mir.
Dann beweisen Sie die Schuld des Apothekers am Tod Ihrer Eltern. Lassen Sie die Leichen exhumieren, lassen Sie die Spuren dieser angeblich falschen oder schädlichen oder sogar giftigen Medizin nachweisen und analysieren. Dann können wir weiter verhandeln, aber ohne Beweis kein Preis, mein Lieber. Ja, ist denn das nicht Beweis genug, Herr Amtsrichter? Meine Eltern sind tot und er da hat's auf dem Gewissen. Der muss zahlen. Herrschaft Donnerwetter, jetzt hören Sie doch endlich einmal mit diesen Unverschämtheiten auf. Wenn hier jemand bezahlen muss, dann werden Sie das sein. Sie tragen nämlich die Kosten dieses blödsinnigen Verfahrens. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann leidet an einer fixen Idee. Der Dr. Schnabel weiß über alles genauestens Bescheid. Bitte, wenn Sie ihn zuerst vernehmen würden. Gut, Wachtmeister, bitten Sie den Doktor herein. Dr. Schnabel, jawohl. Setzen Sie sich, Herr Kläger. Herr Apotheker, dass Ihnen vielleicht doch ein kleiner Kunstfehler unterlaufen sein könnte, ist das wirklich vollkommen auszuschließen. Ich meine, Irren ist menschlich, das gilt leider auch für einen Akademiker. Oh, du heiliger Florian, jetzt ist es schon passiert. Jetzt sind Sie also auch schon infiziert, Herr Amtsgerichtsrat. Pardon, Herr Apotheker, ich muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Schauen Sie, bei so vielen Schachteln und Büchseln, Pillen, Pulvern, Flascheln, Tinkturen, Mixturen, ja, da könnte doch wirklich einmal eine kleine Verwechslung vorkommen, nicht wahr? Verwechslung? Naja, schauen Sie, mir ist es auch schon des Öfteren passiert, dass ich einen ausgemachten Spitzbuben für einen Ehrenmann angeschaut habe. Ja? In meiner Apotheke gibt es keinen Spitzbuben. Ich meine keinen Ehrenmann. So. Keine Verwechslung. Ruhe. Also gut, das können wir ausklammern. Und wie steht es mit der Schrift des Herrn Medizinalrats? Können Sie die in jedem Fall irrtumsfrei entziffern? Na, das ist doch selbstverständlich. Ich meine, diese Schrift, die lese ich ja bereits seit 10 Jahren. Danke, Herr Apotheker. Nehmen Sie einen zweiten Platz, bitte. Herr Zeuge Dr. Dionys Schnabel, Medizinalrat, da hier. Ich danke schön. Bitte kommen Sie näher, Herr Medizinalrat. Herr Rat, meine Verehrung. Also ich bin geradezu außer. Denn die Herren Ökonomen da draußen auf der Wartebank für die Zeugen beschimpfen die selbstlosen Diener des Hippokrates. Bitte beruhigen Sie sich, Herr Doktor. Wir haben Sie hierher bemüht, um etwas über den Fall der Maria Lux, Luxbäuerin von Dürling zu erfahren. Die Verstorbene war doch Ihre Patientin, Herr Medizinalrat. Ruhe im Zuschauerraum. Ja, was ist denn? Was gibt's denn da zu lachen? Bitte, Herr Medizinalrat. Ich muss widersprechen. Die Verstorbene war nicht meine Patientin. So, sie war es nicht, aber der Apotheker hat doch von Ihnen ein Rezept für die Patientin bekommen. Na, sie war es wenigstens nicht im üblichen Sinne der Medizin. Das heißt, ich habe die Frau Lux nur ein einziges Mal gesehen und da musste ich mir beinahe gewaltsam Zutritt zum Krankenbett verschaffen. Er liegt wie er druckt. Mein Vater hat ihn geholt, das kann die Tante bezeigen. Er hat mich geholt, allerdings. Aber bereits mit diesem Ruf nach dem Arzt hat es seine eigene Bewandtnis. So? Das war eines schönen Tages, ich glaube, es war der 14. Mai. Da saß in meinem Wartezimmer ein Ökonom, na also so ein typisches Bäuerlein. Ja. Na, als ich in die Ordination bat, da blieb er sitzen und sagte, Herr Doktor, lassen Sie eine Zeit, ich bin mir noch nicht im Klaren. Ja, bitte nicht ganz so ausführlich, Herr Medizinalrat. Naja, also dann rückte er dann doch heraus mit der Sprache und fragte mich, was es denn koste, wenn ich bei seiner Bäuerin einen Krankenbesuch mache. Na, ich nannte ihm das Honorar für den Weg nach Dürling und das Honorar für meine ärztlichen Bemühungen. Nach einer weiteren Stunde Bedenkzeit sagte er dann, also, na, in Gottes Namen, dann kommen es heute einmal in den nächsten Tagen vorbei. Aber pressieren tut's nicht. Ist ja unglaublich. Na, also bei derlei Versicherungen bin ich von vornherein sehr skeptisch. Und Ich bitte um Ruhe. sehr skeptisch und wenn ein Bauer sagt, es pressiert nicht, dann liegt der Patient bereits im Sterben. Ruhe, habe ich gesagt. Ich reite also gleich am nächsten Vormittag nach Dürling und frage mich zum Anwesen des Luchsbauern durch. Ja, Herr Medizinalrat, kommen Sie bitte zum Wesentlichen. Nur Geduld, Herr Amtsgerichtsrat, was jetzt folgt. Das ist eine solch hanebüchene Geschichte, dass sie selbst Ihnen noch nicht untergekommen sein dürfte. Sie machen es aber sehr spannend, Herr Doktor. Also der Mann bietet mir einen Stuhl an und sagt,
Setzen Sie einen nieder, Herr Doktor, und rasten Sie nur eine Weile aus. Und hernach, da reiten Sie dann wieder heim. Zur Frau brauchen Sie gar nicht reinschauen. Die Hauptsache ist ja geschehen. Ich bitte um Ruhe. Ja, also die Leute im Dorf hätten mich ja herreiten sehen. Und somit, meint der Luchsbauer, können niemand sagen, dass er seiner Bayerin den Arzt vorenthalten hätte. Ja, nicht so glauben sowas. Dann wollte er mit mir noch wegen des Weghonorars verhandeln. Auch? Na, also Sie können sich denken, wie ich dem Mann meine Meinung gesagt habe. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Und dann habe ich mir mit Mühe und Not Zugang zum Krankenzimmer verschafft. Ja, du lieber Gott, die arme Frau. Also total abgemagert. Sie war wirklich zu todkrank. Ja, Herz, Magen. Ja, also mindestens 4 Wochen hat man mich zu spät geholt. Wissen Sie noch, welche Medizinen Sie damals der Patientin verschrieben haben, Herr Doktor? Ja, ich habe sie gründlich untersucht und dann habe ich ihr verordnet ein Fläschchen Digitalis Tinktur. Digitalis, Ja, 3-mal täglich 7 Tröpfchen. 3 mal 7, Ja, und ein Fläschchen Atropin. Atropin. Ja, dieses Belladonna. Belladonna, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn es schlimmer wird, dann möge man mich sofort verständigen. Ja, er hat aber nichts mehr hören lassen. Na, ich habe dann die ganze Geschichte aus dem Geisbacher Wochenblatt erfahren. Die Frau tot, der Mann tot. Ja, also mich wundert das nicht. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Medizinalrat. Nehmen Sie einstweilen Platz. Ja, also wissen Sie, die leben wie die Ureinwohner. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Medizinalrat, aber nehmen Sie trotzdem Platz. Ja. Herr Apotheker, erinnern Sie sich noch an das Rezept, bitte? Ja, selbstverständlich. Der Mann hat mit mir um den Preis der beiden Arzneien gefeilscht wie ein Viehhändler. Ich habe ihm aber keinen Pfennig nachgelassen. 2,40 kostete das Belladonna und 1,90 Belladonna und 1,90 machte die Digitalis Tinktur. 1,90, ja. Zusammen also 4,30. Der Mann wollte aber partout nur 4 Mark bezahlen. Der Bauer war ein ausgemachter Geizhals. Da muss ich dem Herrn Medizinalrat recht geben. Herr Amtsrichter, ich lass meinen Vater nicht schlecht machen. Und schon gleich gar nicht von Doktor und Apotheker. Die 2 haben meine Eltern auf dem Gewissen. Die müssen zahlen. Herr Kläger, bitte bleiben Sie sitzen. Ich habe Ihnen noch nicht das Wort erteilt. Herr Apotheker, bitte. 1000 Mark verlange und kein Pfennig lasse ich noch. Herr Apotheker, war Ihre Medizin mit absoluter Sicherheit in Ordnung? Ich meine jetzt die Ingredienzien an sich. Wollen Sie mich beleidigen, Herr Amtsgerichtsrat? Ja, aber ich bitte Sie, Herr Apotheker. Ein Gift hat er hergegeben, ein reines Gift. Das kann die Tante bezeigen. Kaum hat die Mutter ein paar Tröpfe davon genommen, schon ist er hingegangen mit ihr. Ich verbitte mir solche Reden. Der Mann ist unverschämt. Ich kenne den Herrn Apotheker seit mehr als 10 Jahren. Meine Tante, Freien Ursula, ist dabei gewesen, wie die Mutter gestorben ist. Ich bitte um Ruhe. Ruhe! Meine Herren, der Kläger behauptet, Sie haben es eben selber gehört, die Patientin sei unmittelbar nach dem Einnehmen der Medizin verschieden. Das ist Bitte? ein reiner Zufall. Die Frau wird doch so und so gestorben, mit und ohne Tropfen. Und der Vater? Sie fallen mir aber jetzt allmählich ganz hübsch auf die Nerven, Herr Kläger. Wir kommen schon noch dahinter, warum der Vater gestorben ist. Wachtmeister, die Zeugin Ursula Attenberger, bitte. Ursula Attenberger, jawohl. Hat man hierzulande denn noch nie etwas davon gehört, dass jede wirksame Medizin eine Art Gift ist? In der Hand des erfahrenen Arztes wird gerade aus dem schädlichsten Gift die heilsamste Medizin. Ja, wo man stirbt, wenn man ein paar Tröpfe davon trinkt. Die Zeugin Ursula Attenberger, Pfarrhaushälterin zu Thürling. Dankeschön. Kommen Sie bitte näher, Frau Zeugin. Grüß Gott, Herr Amtsgerichtsrat. Grüße den Gottfreund Ursula. Sie waren anwesend, als Ihre Schwester, die Luchsbäuerin, in den letzten Zügen lag, ja? Ja, freilich. Ja, meinen Sie vielleicht, ich hab kein Herz? Wenn man schon eine Schwester im selben Dorf hat, dann gehört sie doch sowas noch dazu in meiner Stellung. Gut, gut, gut. Jetzt erzählen Sie bitte schön. Also, meine Schwester, die hat überhaupt nichts gehabt von ihrem Leben. Die war so arm dran. Schon als Kind ist die nie recht gesund gewesen. Und mit 19 hat sie dann den Grobian geheiratet. 9 Kinder hat sie ihm geboren, diesen Wüstling, diesen Kreisling. Tag und Nacht hat die schuften müssen. Und zum Kochen hat sie ihm nie nichts anderes hernehmen dürfen als wie ein Wasser. Von die 7 Hauptsünden hat nämlich der Lux die allerkreislichste gehabt. Die Sünde des Geizes. Fräulein Ursula, bitte kommen Sie zum Wesentlichen. Schildern Sie mir die letzten Augenblicke Ihrer Schwester, beziehungsweise den Tod und sonst nichts. Also die Mari, die ist alle schlanker und magerer geworden. Und meinen Sie vielleicht, der hätte ihren Doktor
Tochter geholt. Nicht einmal am Bader hat er verkund. Der Mensch war ja so geizig, das können Sie einer überhaupt gar nicht vorstellen. In Klingelbeitel, nein, haben ihm sogar die alten Hosenknöpfe erbarmt. Fräulein Ursula, mich interessiert jetzt der Klingelbeutel im Moment überhaupt nicht. Ich will einen authentischen Augenzeugenbericht von den letzten Minuten der Maria Lux. Was haben wir am bettelt, geh, hol einen Doktor. Mit aufgeregter Hand hat sie am bettelt und bitt, dass er ihren Doktor holt. Die Frau hat überhaupt nichts mehr im Kopf gehabt, als dass der Mo ihren Doktor holt. Sie hat's mir anvertraut. Ursula hat's gesagt, wenn der Mo mir jetzt noch einen Doktor holt, da hat er mich vielleicht da noch ein bisschen gern gehabt. Ach du blöde Goss, hab ich gesagt, dem musst du ganz anders kommen. Und dann hab ich am Lefitten gelesen. Schwager, hab ich gesagt, wenn's jetzt du deiner Schwester den Doktor nicht holst, dann erzähl ich das in der ganzen Pfarrei herum. Und wenn's du noch mehr heiraten willst, eine gescheite eine mit viel Geld, die findest du sowieso nicht, denn die nimmt da so einen Geizkrank und Notnickeln wird die überhaupt nicht. Fräulein Zeugin, ich habe größtes Verständnis dafür. Das heißt, ich bin sogar dankbar, wenn Sie alles ganz genau erzählen wollen, aber strapazieren Sie meine Geduld nicht über die Maßen. Ja, das ist ja noch lange nicht alles, was ich Ihnen da erzähle. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Nein, ich will es auch gar nicht wissen. Der hat zu mir gesagt, wie viel Geld nachher das ich auf der Seite habe. So. Und halt dich zurück. Über die Toten sagt man nichts schlecht. Geh, sei doch du stark. Du bist derselbe Geizkrank wie dein Vater. Du hast überhaupt nichts von deiner Mutter. Fräulein Ursula, bitte nehmen Sie sich zusammen. Ich möchte jetzt nur noch wissen, wann vor Ihrem Hinscheiden hat Ihre Schwester die vom Arzt verordnete Medizin eingenommen? Ja, eine Dreiviertelstunde vielleicht. So. Aber es hat ja schon eine Ewigkeit gedauert, bis der Doktor überhaupt gekommen ist. Einen ganzen Monat hat es gedauert. Und wie dann endlich der Medizinalrat das Rezept ausgeschrieben hat, da hat sich der Lux geweigert, dass er in die Apotheken gegangen war. Da haben wir noch einmal eine Woche bitten müssen. Und wissen Sie, was der Lux mit dem Rezept getan hat? Nein, ich weiß nicht. Der Mari hat es in die Hand gegeben, als wäre ein Heiligenbeutel, und hat recht spöttisch gesagt, da nimmst jetzt das Beutel und puzzelst das an, vielleicht wärst du noch gesund. Ja, also das ist ja Himmelschreien. Ja, in der Gegend kann man wirklich nur als Tierarzt existieren. Das ist wirklich ungeheuerlich. Danke, Fräulein Ursula, nehmen Sie Platz. Also die Männer, die sind alle gleich. Wachtmeister, rufen Sie mir den Kottmeier herein. Kottmeier, jawohl. 2,40 Mark für ein ganz respektables Fläschchen Belladonna. Meine Herren, da verbleiben dem Apotheker keine 50 Pfennig Profit. Ja, und wert ist keine 3 Pfennig. Ja, so teuer wird der Apotheker können nicht einmal die Brei einer Wasserl verkaufen. Ja, natürlich, die lateinische Kugel ist teuer. Der Zeuge Corpilian Kottmeier. Ja? Geh weiter, Kottmeier, wir sind dran. Du, pass mal auf, Wachtmeister, mein Alte muss für heute das Magel Zeigengeld auch kriegen. Das ist mir ganz gleich, ob es vernommen wird oder nicht. Sie ist vorgeladen und muss das Magel kriegen. Komm, Bürgermeister, das hohe Gericht ist in Eile. Ja, so wird's auch nicht passieren. Pass auf, Apotheker. Ja, bitte? Pass auf, Apotheker. Haben Sie keine Schönheitssalben für mich? Freilich. 2,40 Mark. Darunter kann ich nicht gehen. 2 Mark zum ersten, 2 Mark zum zweiten, 2 Mark zum... Nein. Herr Zeuge, was wissen Sie denn von dem verstorbenen Luchsbauern? Hat er einen guten Leumund gehabt? Soviel ich mich erinnern kann, ist der Mann nur ein einziges Mal vor Gericht gestanden, obwohl er aus Dürling stammte. Das will was heißen. Ja, das ist ein erstklassiger Bauer gewesen, der Lux. So. Arbeitsam und sparsam. Ja, der hat alles aufgekommen, jedes Steckerl, jeden Hosenknopf. Und seine Ochsen, die hat er alleweil ganz langsam laufen lassen, damit sie nicht so abgenützt werden. Hat man sich denn dann nicht gewundert im Dorf, dass er seiner kranken Frau den Doktor hat holen lassen? Ja, gewundert, wir haben das überhaupt nicht glauben können. Bei uns wird doch kein Doktor nicht geholt, bei uns geht das alles von selber. Ja, und als dann die Frau verstorben war, hat er aber dann doch ein relativ sehr aufwendiges Begräbnis ausrichten lassen. Da hat man sich denn darüber nicht gewundert. Ja, das ist was anderes. Was der Brauch ist, muss sein, nicht? Da kommt keiner raus. Requiem, 2 heilige Beimessen, Livra etc., Leichentrunk mit Voressen, Rindfleisch und Blaugrad und Bier, da war alles da. Da hat er sich nichts nachsagen lassen. Über 200 Mark hat der Leichentrunk von der Mutter allein gekostet. Ja, ich glaub's. Gut. Passen Sie auf. Was ist denn dann mit diesen beiden so gut wie unbenützten Flaschen Medizin geschehen, Kottmeier? Herr Amtsgerichtsrat, ich darf Sie berichtigen. Die beiden Arzneien, die waren so gut wie gebraucht. In dem einen Fläschchen fehlten 7 Tropfen, im anderen 4. Sehr wenig, aber immerhin.
Die Arzneien waren gebraucht worden. Unterbrechen Sie mich bitte nicht, Herr Apotheker. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, so gut wie unbenützen. Nicht wahr? Also bitte fahren Sie weiter. Was wissen Sie noch, Herr Kottmeier? Ja, die 2 Flaschen hat mir der Lux zum Kauf angeboten. Um ein Zehnerl billiger wollte er es geben, aber was tue ich mit dem Zeug? Bei uns ist ja niemand krank, nicht? Na ja, dann hat er gesagt, Bürgermeister hat er gesagt, du kommst öfter auf Geisbach rein. Bring doch die Medizin an Apotheker wieder zurück. Ach, so was. 4,30 Mark hat's gekostet, hat er gesagt. Das muss er dann wieder zurückzahlen. Aber er hat's nicht mehr zurückgenommen, der Apotheker. Das ist doch in ganz Europa nicht Usus, dass man eine einmal verabreichte Medizin wieder zurückkauft. Das gibt's. Wer ist jetzt noch da der größere Geizhals gewesen? Mein Vater selig oder der da? Ruhe, Ruhe. Was haben Sie denn dann getan mit der Medizin, Kottmeier? Dann? Na, habe ich sie ihm wieder gebracht. Ja, und was ist denn dann passiert? Nix. Nix. So. Dankeschön, Kottmeier. Sie können sich setzen. Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin. Herrschaft, wie heißt denn gleich? Huberkartl, unsere Taglehnerin. Ich danke vielmals. Ja, holen Sie mir die Zeugin schleunigst herein, damit wir auch noch das bittere Ende erfahren. Übrigens, Herr Apotheker, für wie viel hätte Ihnen denn der Kottmeier schließlich die Medikamente überlassen? Für 4 Mark wahrscheinlich. So. Zeugin Katharina Huber, Taglehnerin und Häuselweib zu Türling. Ist gut. Na, kommen Sie näher, Frau Zeugin. Kommen Sie noch näher, so, da, ein bisschen flinker, ja? Sie haben gesehen, wie der alte Luchsbauer verstorben ist, ja? Erzählen Sie uns. Ja, ich hab's gesehen. Am Sonntag ist er von Geisbach gekommen. Ja? Hat die 2 Medizinflaschen auf den Tisch gestellt, hat nur mal gescheit auf die Apotheken und Doktoren geflucht. Ruhe. Einmal ist er nachher ganz stark geworden, hat einen Maßkrug geholt und hat die 2 Flaschen in den Maßkrug reingeschickt. Nachher hat er dann kein Brot abgeschnitten und hat gegessen. Und dazu hat er aus dem Maßkrug getrunken. Einmal, zweimal und nachher ganz aus. Da hat's ihm nachher direkt Rat, wie er aufgestanden ist. Ich denk mir nur, jetzt hat er einen Rausch. Weil einen Rausch hat er nie gehabt. Ja. Er hat sich aufs Kanapee hingelegt und nachher hat er sich nicht mehr gerührt. Ich hab grad noch einen Herrn Pfarrer holen können. Ja. Dankeschön, Frau Zeugin, Sie haben Ihre Sache ganz ausgezeichnet gemacht. Nehmen Sie Platz, bitteschön. Und jetzt sollte der Herr Apotheker noch einmal sagen, er war nicht schuld am Tod von meinen Eltern. Er ist schuld und 1000 Mark möchte ich dafür haben. Natürlich war er tot. Digitalis und Belladonna in dieser immensen Dosis. Ruhe. Mein Spruch steht fest. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgender Spruch. Eine so erhebliche Dosis auf einmal genommen, wirft einen Stier um. Dafür kann ich doch nichts. Ergeht folgender Spruch, Herr Apotheker. Die Ansprüche des Klägers werden abgewiesen. Er trägt, wie ich es ihm schon prophezeit habe, die Kosten des Verfahrens. So, die Sitzung ist geschlossen. Herr Rat, das lasse ich nicht gut sein. Ich möchte 1000 Mark. Also der ist wie sein Vater. Mei, ich bin froh, dass ich nie geheiratet habe. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Ja, Dankeschön, Franziska. Na, das Gescheitste ist, wenn man keinen Apotheker braucht. Das ist mir allerweil noch die liebste Medizin. Du hast recht, Herr Rat. Und davon haben wir nur. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.